Kaum nickt man ein, sind die Lümmel schon wieder wach. Da gibt es einfach nicht lange geschlafen. Eine Stunde oder so. Keine Ahnung. Kinder, hier geblieben. Nicht einfach drauf loslaufen. Oder? Nee, eben nicht. Bleib stehen, Mann, du bist verhaftet. Hey, hallo. Hast du da etwa eine Mobkeule? Toll, darf man mal sehen, bitte, bitte, bitte. Klar doch. Guck mal hier. Ja, yeah, cool, wa? Die gefällt dir, oder? Wow, größer als ich dachte. Meine Stimmpass war gerade lauter als ich dachte. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Ja, bitte. Ich danke dir, Kleiner. Das war meine Opa. Er wollte es auch ein System geben, damit die immer die Waffen zeigt. Alles in Ordnung. Als nächstes also... Es war... Ah, genau. Ich weiß es wieder. Hast du mal einen Doppelschussbogen gesehen? Tja, Opa sagt, dass man sowas hier nicht kaum findet. Der Volkers kommt zu mir. Aber sogar. Oh, hast du etwa einen Doppelschussbogen? Ja. Zeig her, aber klar doch. Guck mal. Wow, das ist echt das Original. Da muss ich Opa erzählen. Dankeschön. Oh, ich habe was für dich. Ich habe zu danken. Nimm ruhig, ist alles ein Opa, ja? Ist alles eine Rente. Was will ich denn als nächstes sehen? Also, es war... Ah, genau. Eine Windklinge gesehen. Ich glaube zwar auch nicht, dass ich eine Windklinge hier erfinden würde. Eine Windklinge. Eine Donnerklinge, ja. Ein Eisschwert, so etwas in der Art auch. Eine Windklinge, da muss ich vermutlich irgendwo ganz anders hin. Uiui, so erstmal da richtiges Teil hier ausrüsten. So, und dann machen wir das nicht mehr. Kann weg. Habe ich den wieder. Sehr gut. Und erstmal zurück zu den Zuras. Eine Windklinge interessant. Naja, ausgehend von Elementen hatten wir Gerudo war Donner, Zora Wasser, Goron sind wohl Feuer und dann die Orni wohl Wind. Das müssen wir wohl zum Dorf der Orni. Aber das könnte ein bisschen länger dauern, Freunde. Weil die Ornis will ich eigentlich erst am Schluss machen. Aber vielleicht auch schon früher? Na gut. Aber die Höhle der Löwen. Ich fürchte ja, wenn Sieden erfährt, wer ich wirklich bin, wird er auch nicht mehr so erfreut sein, mich zu sehen. Tut mir leid. War deine Gedanken. Naja, kein Problem. Wie komme ich denn jetzt da am besten? Wir brauchen ein bisschen Wasser, interessant. So. Na, okay. Schönes großes Dorf. Ja. Darf ich mal? Dankeschön. Was? Das ist eine Pfeil geklaut. Wer will meine Elektrofeil klauen? Du bist Link. Rache für Mifa. Nach 100 Jahren ist er also in der Blicken. Ich sehe, werde ich erstmal niederstrecken. Von Quatsch überhaupt. So willst du mir also kommen? Nein, ich werde mich rächen. Du warst es, der Mifa von den Bösen in Person vor Vergangenheit hätte beschützen können. Was hast du getan? Versagt hast du. Das stimmt leider. 100 Jahre ist es her. Oh, Mifa, Verlustschmerz jeden Tag aufs Neue. Dieses Mal. Tu nicht so. Du hast doch meinen Elektrofall gestohlen hat. Ist dann noch so rum, ja? Besänftigen Titan, ja? Ja, ist ja gut. Hey. Willkommen. Nach oben gehen. Ist Juliana. Mal gesehen zu haben. Dann war es noch ein Kind damals, war. Okay. Das ist aber ein ziemlich großer König. Oh,
Du bist also Hylianer, den Sidon gefunden hat? Es freut uns, dass du hier bist. Wir sind Durevan, der König des Zora-Volks. Was an dem Gürtel hängt. Ist das etwa ein Schikastein? Nanu. Lass ihn noch einmal genau ansehen. Du bist doch Link, der Recke der Hylianer. Erinnerst du dich nicht an uns? Der Recke der Hylianer? Du bist dieser Recke Link? Ich wusste, dass es mir dann irgendwie bekannt vorkam. Als eine Fügung des Schicksals. Link, Recke der Hylianer, wie er leibt und lebt. Welche Überraschung. Ja, da werden Erinnerungen wach. Unsere Pfade kreuzen sich einige Male. Wir hörten, du waltest nicht mehr unter den Lebenden, aber das scheint nicht der Wahrheit zu entsprechen. Ich hab geschlafen. 100 Jahre lang war sie noch öde. Was? Geschlafen? Deshalb erinnerst du dich nicht an uns? An unsere Tochter Mief erinnerst du dich? Naja... Jein. Jetzt sag aber nicht, du hast selbst Mifa vergessen. Ihr wart doch immer so enge Freunde. Und sie hast du vergessen? Sieh dich einmal in unserem Dorf um. Sieh die Statue an, die wir zu Mifas Ehren errichtet haben. Und sage uns, fühlst du gar nichts mit diesem Anblick? Vielleicht kann irgendein äußerer Reiz an Erinnerungen auf die Sprünge helfen. Wir hoffen es inniglich. Vater, bring doch nicht auch noch Schwester in die Sache hinein. Link ist schon genug verwirrt. Ja, vielleicht hast du recht. Wirklich eine eigentümliche Fügung, dass du, ohne es zu wissen, einen Recken zu uns geführt hast. Du hast mehr Glück als Verstand, Sidon. Das ist sicher alles nicht leicht für dich, Link. Doch bitte höre uns an. Du musst wissen, dass unser Dorf sich durch das Wüten des Wassertitanen Varuta in großer Gefahr befindet. Lass uns direkt auf den Punkt kommen. Ohne fremde Hilfe kommen wir nicht gegen ihn an. Willst du uns in unserer Not beistehen? Was? Haltet ein, Eure Majestät! Wollt etwa einen Hylianer um Hilfe bitten? Solch ein Schritt wäre ein Schlag ins Wasser für unser Volk. Musu, fängst du schon wieder damit an? Du sollst etwas mehr Respekt zeigen, Musu. Link ist auf meine Einladung in unser Dorf gekommen. Wir waren uns doch alle einig, dass bei diesem Dauerregen nur ein Hylianer uns noch helfen kann. Ich bin sicher, er wird uns beistehen und unser Dorf retten. Ja, so ist es. Link ist ein Röcke. Wenn es so weitergeht, wird unser Dorf, nein, wird sogar ganz Hyrule in den Fluten versinken. Ob Zuas oder Hylianer, in solchen Zeiten müssen alle Völker sich die Flossen reichen. Und so besinnt euch, Eure Majestät. Wir haben schon einmal alles vergessen. Wir dürfen Hylianer nicht vertrauen. Wenn sie vor 100 Jahren nicht mit dieser antiken Technologie herumgespielt, so würde es Hyrule jetzt noch geben. Sie haben alles in Verdammnis geführt, sogar... Sogar Mifa haben sie uns genommen. Ja, aber das war doch nicht unsere... Wir konnten doch nicht lernen, das Ganon... Abgesehen davon, wir hätten sonst keine Chance im Ganon gehabt. Das wäre alles für den Arsch gewesen. Jetzt wären wir alle tot. Link. Ruta ist der Titan des Wassers. Er kann unendliche Mengen Wasser hervorbringen. Vor kurzem begann er plötzlich damit, Wasser in die Luft zu spritzen, das dann hier als Regen wieder runterkommt. Was ist unser Element? Was wäre das eigentlich noch gar keine Bedrohung für uns? Durch den Dauerregen fühlt sich der Stausee im Osten von hier in bedrohlichem Maße. Ein Damm bricht, wenn nicht nur unser Dorf zerstört. Auch die Hylianer, die flussabwärts wohnen, sind bedroht. Der Ruf des Titanen. Der Wassertitan Varuta. In der Zeit vor der Verheerung hat eure Prinzessin Cell die Titanen erforscht.
In ihren Schriften erwähnte sie auch die Vorrichtungen auf Rutas Schultern. Laut ihrer Kenntnis handelt es sich dabei um Maschinen, die mit Hilfe von Elektrizität das Wasser kontrollieren. Doch seit der Titan wütet, fließt kein Strom mehr durch sie. Segon, einer unserer stärksten Krieger, hat es geschafft, sie mit Elektropfeilen zu treffen. Der Wasserausstoß nahm ab. Aber wir sind nun einmal ein Wasservolk. Mit Strom können wir nicht gut umgehen. Die elektrische Spannung war wohl nicht ausreichend, sodass der Effekt nicht lange anhielt. Deshalb zog ich los, um einen Hylianer zu finden, der uns helfen könnte. Yeah. Ich denke, du hast bereits verstanden, Link. Bitte aktiviere die Maschine mit Elektropfeilen. Ich werde natürlich dabei unterstützen. Was sagst du? Wollen wir Ruto gemeinsam aufhalten? Hat er sowieso vor. Was? Du möchtest den Titan eindringen und besänftigen und Prinzessin Zelda hält dich dabei an? Heißt es lebt noch? Ja, sie ist im Schloss in El Ganon auf. Nicht zu glauben. Sie hat all die Zeit lang überdauert, genau wie du. Was vor 100 Jahren geschah, können wir nicht mehr ändern. Doch wenn du in die Titan eindringen und sie zurückerobern kannst, dann ist es vielleicht doch noch möglich, Ganon wieder zu versiegeln. Kannst du glauben, dass du aus diesem Grund zu uns gekommen bist? Gut, ich werde dabei helfen. Yeah. Sobald der Titan sich beruhigt hat, kannst du sein Inneres betreten, Link. Lass uns Ruto gemeinsam besänftigen. Ja. Yeah. Vielen Dank, Link. Es muss Schicksal sein, dass deine Ziele so genau mit den unseren übereinstimmen. Erlaube, dass wir dir ohne weitere Umschweife das hier überreichen. Cool, eine Zurüstung. Mit diesem Gewand kann sogar ein Hylianer Wasserfälle hinaufschwimmen wie ein Zora. Pass gut darauf auf. König Durafan, wollt ihr mir die Zora-Rüstung geben? Ausgerechnet diese? Solch eine Rüstung fertigt jede Zora-Prinzessin für ihren zukünftigen Ehemann an. Und diese hat unsere hochselige Prinzessin Mipha gefertigt. Eigenhändig und mit größerer Sorgfalt. Recke oder nicht? Der Gedanke, dass die erlauchte Mipha ein solches Juwel von ungehobeltem Fußsoldaten anfertigt, ist absurd. Das Maß ist voll. Ich protestiere aufs Schärfste. Dieser Musu. Er war der Erzieher unserer Tochter, musst du wissen. Er liebte Mipha fast so, wie wir als ihr Vater es taten. Seit er Mipha durch die große Verheerung verloren, hegt er einen Groll gegen alle Hylianer. Bitte vergib ihm seine Äußerungen. Aber wir hatten Musu befohlen, die Elektropfeile zu besorgen, die wir benötigen, um Ruto zu besänftigen. Doch jetzt ist er gegangen. Link, kann der Musu schon zur Vernunft bringen? Warte bitte. Sidon. Will ihm etwa erzählen, dass... Link! Musu hat sich vermutlich auf den unteren Platz zurückgezogen. Willst du auch zu ihm gehen? Wir denken, dann wird es leichter werden, ihn zu überzeugen. Klingt eigentlich nicht verkehrt. Wenn ich eher sein soll, ich habe hier in der Nähe, genau hier, habe noch einen Schrein gesehen. Und den aktivieren wir doch nicht so schlecht. Wie kommen wir am besten hin? Bin relativ weit schon marschiert. Vom Ranellturm rüber zu segeln. Die Strecke ist ungefähr gleich lang, aber sie wird sicher wieder dauern. Wenn man auf den Berg hoch könnte. Hier ein Schrein, einen Punkt zum Aktivieren wäre schon cool, damit ich überall hier noch durch kann. Was? Davis, Ingela, Tingela. Okay, gehören also auch zu diesem Gebiet hier. Wird schon irgendwie gut gehen. Elektropfeile also. Interessant war, weil eben, dass da halt Gerudo-Gebiet zuerst gemacht habe, war ja eigentlich mehr oder weniger spontane Entscheidung. Jetzt, so wie es aussieht, war es die richtige. Weil wo sonst sollen wir Elektropfeile herkriegen? Klar, Museholz und so, aber ich meine halt persönliche. Wo sollen wir die sonst her haben? Und ja, irgendwie schon cool. So, der Ranellturm. Also mal schauen. Gut, da vorne müsste wohl das Gebiet da am Berg sein. Das da wird wohl ein bisschen weiter hinten sein, aber egal. Ich muss ja dahin. Oh, das wird nicht leicht. Ich habe so noch ein paar Feuerpfeile. Vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen Aufwind erzeugen.
Haben wir schon mal getan. Warum? Also eigentlich nicht. Die Ausdauer kann ein bisschen knapp werden dafür. Toll. Natürlich muss es wieder regnen, sonst wäre es eigentlich eine gute Strategie gewesen, wenn der Regen ständig hier ist. Ja, 18 Elektropfeile. Neu zu kaufen wäre doch nicht so verkehrt. Oh. Moment. Ich hab's schon fast befürchtet, der Donner kehrt zurück, die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Zur Rüstung. Eigentlich cool. Ah, nur zur Rüstung selber. Hm. Also das eine oder andere upgraden davon. So, kurz warten, bis der Blitz anschlägt. Ja, ja. Wow, ganz ruhig da. Ja, ist gut. So, irgendwo da vorne war das doch. Gut, ein bisschen dauert es zwar noch, bis er da wäre. So rein theoretisch gesehen. Nicht schlecht, wa? So, ich frage mich, ob ich da außen auch dahin komme. Ach, schon wieder. Das Gebiet in dieser Region. Vielleicht. Ah, ist da uns so rutschig. Da hochkommen wäre schon ganz nice. Ah. Nee, bringt nichts. Zumindest nicht so, da muss es auch ein bisschen. Ah. Mag es sonst reden, aber hier ist echt nervig, verdammt. Ja, jetzt bin ich wieder hier, toll. Nee, warte mal. Hä? Das ist ein anderer. So, er würde gerne in Ruto. Vor langer Zeit, weit vor der großen Verheerung und der Erschaffung des Titanen Varuta, lebte Prinzessin Ruto. Ihr Volk liebte sie nicht nur als Tochter der Königsfamilie, sondern auch als Dienerin der Schutzgottheit des Dorfes. Die Überlieferung zufolge war es ebenso liebreizend wie lebhaft. Das Dorf der Zuras wurde von einem Mann mit finsteren Absichten heimgesucht. Im Zuge seiner Weltherrschaftspläne brachte er Leid und Verderben über das Dorf. Ruto wurde eine Waise und stellte sich ihm gemeinsam mit der Prinzessin von Hyrule und dem Helden entgegen. Ihre Heldentaten gingen nicht nur in der Geschichte der Zuras ein, sondern waren für ganz Hyrule von größerer Bedeutung. Der Titan Varuta, der später für den Kampf in die Verheerung Garner erbaut wurde, wurde nach ihr benannt. Zweifelsohne ist es nicht Zufall, sondern Schicksal, dass unsere Tochter Mipha als Lenkerin Rutas erwählt wurde. Cool. Ein bisschen mehr Infos über die Vergangenheit. Nicht nur von mir, sondern sogar noch von meinen Vorfahren. Ach nö, schon wieder. So. Der Schrein kann nicht mehr weit weg sein.
riech ihn schon. Naja, ich zwar schon. Kommt Zeit, kommt Glück, kommt, Moment mal. Ja, schön, jetzt, wo kommt er hin? Ach so. Und sogar gedreht, die ganzen Dinger. Ihr Schlawiner. Tschüssi. Naja, tschüssi. So einen antreffen. Ja, wie ihr fürchtet. Die geilste aller Ideen, kommt auf den Baum hoch. Also, gibt's doch nicht, ey. Na, komm schon! Ne! Ja, scheiße. Oh! Was gibt's denn noch Schönes? Ah, nur so etwas, aber auch gut. Was heißt hier nur? So, der Schrein war irgendwo da drüben. Da unten ist er schon. Boah, der Wind. Starker Gegenwind. Komm schon, ich will da rüber. Oh, jetzt aber viele Gegner. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? So. Guten Tag. Da haben wir ein bisschen was mit mehr Verteidigung anziehen. So. Ja, komm nur, komm nur. Aua. Mann! Was soll der Quatsch? Oh, das gibt's doch einfach nicht. Kann ich mehr lesen? Ich glaub's einfach nicht. Also so. Au! Hä? Also das jetzt, wie kann es mir auf den Rücken treffen? Ja, komm nur, komm nur. Also, teilweise sind die schon ein bisschen sehr seltsam. Okay, der Schild zerbricht sowieso gleich. Dann weg damit. Ich leg mal den als Ersatz. Da noch ein bisschen was. Ein bisschen mehr Power. Noch irgendwas Normales. Nicht direkt so Maxi-Dinger. Obwohl, wieso eigentlich nicht? Interessant. Der Rukuma-Schrein also. Also hier wohl wieder für eine Prüfung erwarten wird.
Könnte lustig werden. Da wurde echt von Naruto gesprochen, ey, alter Schwede. Natürlich auch noch von, ja, Link aus Ocarina of Time unter Zelda und von Ganondorf. Aber vor der Verheerung von Ganon. Willkommen, Pilger, mein Name ist Rukoma. Du wirst geprüft. Leg los. Die 5 Flammen. Aha, wenn es nur 4 sind, dann ist doof. Ah, verstehe. Gut, was soll das werden, wenn es fertig ist? Die 5 Flammen mit ein bisschen Wasser dazu gemischt. Jojo. Hier hat sonst nichts Besonderes. Aha. Da oben hat's doch... Wo kann ich belassen, aber... Da hat's eine Truhe. Ein Sorabo mit mehr Angriffspower. Krass. Moment mal. Wenn ich immer so ein spezielles Sura-mäßiges bekomme. Doppelschussbogen hat es auch nicht mehr. 2 Pfeile theoretisch schon geil wären. Na egal. So, was ist glaube ich nichts. Ist da oben noch etwas? Hab vorhin gar nicht gesehen. Ein Opal. Dankeschön. Okay, so, nur 2. Also gut, die 5 Flammen heißt das Ganze. Eine Flamme wäre da, aber... Wieso 5 Flammen? Was kann ich damit bezwecken? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. So, falsches Item. Einfrieren wäre auch doof. Hey, was sollen wir hier sonst machen? Also, so bewegen? Aufschlagen kann ich auch, aber... Toll, wie kriege ich auch jetzt runter? Mhm. Der ist nur zum Drehen. Der ist eigentlich nicht so clever. Der löscht das Ganze wieder. Das ist total nervig, wenn das Ganze so... Kann ich das irgendwie anders machen? Ah, einfrieren, wir haben eine Option. Aber gut, die 5 Flammen, ja, ganz kurz gucken. Ich habe 1, 2. Ja, klar. Am Block sind 3 Stück insgesamt, 2 auf der Seite. Wenn alle brennen, ist eigentlich alles geritzt. Muss nur gucken, da geht es sicher mit Bomben. Natürlich da unten wieder gelöscht. So. Nicht ganz so präzise.
Der dreht jetzt nach vorne. Wie dreht er sich jetzt? Komm schon. Der dreht sich einfach die eigene Achse. Oh, ist natürlich auch eine Variante. Aha. Oder war es jetzt? Der da oben? Ach, noch viel zu unpräzise. So, jetzt dürfte ja keiner da sein. Der dreht sich jetzt zu mir. Stimmt das so? So. Da hätten wir schon mal 2 angezündet. 2, 3, 4. Das Problem ist, muss ich den da unten noch machen. Der Seite ist eigentlich schon. Oh, super. Das war auch ganz clever von mir. Den haben wir wieder ausgelöscht. Ne, der muss eigentlich nach unten zeigen. Wieder schnell anzünden zum Glück. So. Jetzt muss ich einmal nach unten drehen. Oder so. Ganz so, wie ich wollte, aber egal. Alle Pfeile habe ich? Glaub schon. Egal. Interessante Prüfung, wenn es auch anders lief, als er eigentlich wollte, aber ist egal. Hauptsache, geschafft. Du hast eine Prüfung gemeistert, ohne bist du der auserwählte Held. Hm. Ja, ich bin immer noch still davor. Dankeschön. Mein Dienst erfüllt, wie immer. Tschüss. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wegen der Verehrung Ganon und so, von einem anderen Unheil namens, wir wissen es ja, war Ganondorf in Ocarina of Time. Aber ist es dann doch nicht der gleiche Ganondorf, der Ganon? Ist es eine Wiedergeburt für ihn, eine Reinkarnation? Hä? Das ist aber schon so lange her. Das kann natürlich auch sein. Oh, nachts nie ein gutes Zeichen. So, das sind nur die Typen. Die sind mir relativ egal. Was sagt denn die Karte? Ich habe hier noch ein Pferd. Okay, ja, wir haben Ranel-Turm. Wir brauchen ein paar Schreine. Vermisse hier noch ein paar. Aber ich war ja hier schon mal und da war nichts. Muss irgendwo hier drüben versteckt sein. Natürlich hier noch ein paar Schreine sein und so. Aber das ist viel zu hoch alles, wenn ich da irgendwie hinkomme. Nee, dauert auch viel zu lange. Hilf mir halt mal dem guten Sidon dabei, den Musu, glaube ich, zu überzeugen. Naja, ich meine, das Breath of the Wild nach Ocarina of Time Spiel war sowieso klar. Bei welcher Zeitlinie ist immer noch so eine Frage. Gut, Orni und Crocs wäre schon eher weiter zu Wind Waker. Mal schauen.